Alle reden, keiner sagt doch jetzt. Komm, Jetzt sag redet denen mal. Jetzt redet wir. So. Neuer Tag, neue Folge. Jetzt sind wir heute mit der Laura. Oder wie ich sie nenne, Laura. Hast du nicht vergessen, gell? Nein. Ja, woher kenne ich die Laura? Ich kenne Laura von der Psyche. Wir haben zusammen gearbeitet in Kilchberg. Du bist ein paar Jahre nach mir gekommen, glaube ich. Du warst in deinem letzten Ausbildungsjahr, wo ich angefangen habe. Wo du angefangen hast. Ja. Genau, dann haben wir auch zusammen auf der gleichen Station gearbeitet, als Ausgelernte, als Diplomierte. Wir sind so viel besser als der Rest. Ja, dann waren wir auch mal zusammen an einer Hochzeit von einer Kollegin. Das war auch super lustig. Ich habe deinen Mann dort kennengelernt. Ja. Super harmoniert. Anime voll gefunden, 3 Stunden über das geredet und du bist so gewesen, Alter, die redet einfach über Zeichentrickserien. Ja. Möchtest du dich kurz vorstellen? Wer bist du, dass die Leute Ahnung haben? Also, ich bin Laura, bin 28, arbeite seit 8 Jahren in der Psyche, seit etwa 9 Jahren allgemein mit psychiatrischen Diagnosen auseinandergesetzt. Mic drop, fertig. Voll. Schon lange, den Rest müssen wir aus der Nase ziehen. Wieso haben wir uns heute getroffen? Wir haben uns getroffen wegen einem sehr, sehr spannenden Thema, finde ich. Wegen einem Thema, das nicht so viel Raum hat. Vielleicht auch ein Nischenthema, sage ich jetzt mal. Aber umso wichtiger, dass wir darüber reden. Und zwar geht es darum, dass wir in der Psychiatrie arbeiten oder gearbeitet haben. Und die Leute dort denken, die Pfleger sind so Übermenschen oder Pflegerinnen, die haben wie gar kein Problem. Die müssen einfach alles aushalten, was wir da wie machen, oder? Und dem ist ja nicht so. Und dann hast du mir eigentlich geschrieben? Ja. Dass bei uns nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Dass ich das meiner Patienten auch ganz offen kommuniziere. Dass es auch bei mir scheiße läuft. Dass auch ich 3 Diagnosen habe. Also 2 Diagnosen. Einmal mittelgradige Depression, eine Essstörung und Traumaerfahrung. Das heisst, ich habe ein Trauma erlebt. Und auch ich meine Erfahrungen mit Medikamenten machen musste. Wöchentlich zu der Psychiaterin musste gehen und gleichzeitig in der Psyche gearbeitet habe. Wie ist das? Ist das handelbar? Ist das, weil es ist ja schon so, wir sind ja der emotionale Punching Bag in der Psyche. Und wie auch gesagt, die Leute denken, mir hat mal einer gesagt, wenn ich mich umbringe, dann bringe ich mich in der Psychiatrie um, weil ihr müsst das ja aushalten. Ich habe gesagt, geil, nice. ich bin ja kein Mensch. So. Wir haben keine Emotionen. Ja, ich schwöre, wir sind einfach Roboter, wir funktionieren einfach. Klar. Und ich sage mal so, es ist ja schon, abgesehen davon, wenn du Diagnosen hast oder psychische Auffälligkeiten hast, das zu stemmen, tagtäglich. Plus haben wir auf der Akut gearbeitet, also eigentlich so die Champions League von, ja, also die schwierigeren Fälle, jetzt nicht Privatpsychiatrie. Wie handelt man das? Wie macht man das? Ich bin mega krass von meinem Team, inklusive dir, dort mal unterstützt worden. Du hast mich ja dort mal einmal ins Spital fahren. Ich bin immer da gewesen. Jetzt bist du da für mich, siehst so schließt sich der Kreis. ja, stimmt, ich habe dich mal ins Spital gefahren, ich habe es voll vergessen. Voll, als ich auf den Spätdienst gekommen bin, mit einer blauen Hand. Ich habe das, glaube ich, eigentlich von Anfang an so ziemlich offen kommuniziert, was bei mir alles läuft. Also allgemein im Team zuerst mal. Dementsprechend bin ich auch mega krass aufgefangen worden. Und wo es mit den Depressionen losgegangen ist, bezüglich nicht können aufstehen am Morgen und so, unser Chef dort mal, kein Problem, Laura. Wenn du Frühdienst hast, kommst du statt auf die 7 direkt, sagen wir auf die 8, 9, hast ein bisschen Spielraum und sonst machen wir einfach nur Spätdienst. Also es ist brutal auf mich eingegangen worden. Ja, ich habe allgemein
mega Unterstützung gehabt. Und das hat das Ganze für mich wie viel einfacher gemacht. Ich habe gewusst, es sind die Leute um mich herum, die mich verstehen, die wissen, Also es wenn läuft. die nicht, dann wer will mich verstehen? Ja, So voll. ein bisschen. Aber ist nicht auch so ein bisschen das Denken, oder denkt man nicht so, weil halt viele psychisch kranke Leute dort sind, muss ich psychisch mega stabil sein? Oder wird das, also denkt man nicht so, das wird wie von mir erwartet? Also die Angst, dass wenn du jetzt sagst, ich habe Depressionen, dass man wie sagt, ey, sorry, wir brauchen dann nur psychisch starke Leute, bitte gehen. Ist das nie die Angst gewesen, oder? Nein. Also, sorry, Alles gut. du kannst dich hindern lernen. Es kommt noch ein zweites Thema. Fühl dich wohl. Nein, weil also allgemein haben wir ja immer die Haltung gehabt, wir sind Menschen. Und das eben, kann auch uns passieren. Und dementsprechend hatte ich nie die Angst gehabt, dass sie sagen, hey, du musst jetzt gehen, so geht das nicht. Okay. Ja. Okay. Und der Ballast, also ich sage jetzt mal, also ich kenne es von mir, wenn ich gearbeitet habe und mir ist es psychisch nicht gut gegangen oder ich habe Probleme gehabt, Beziehung, was auch immer, bin ich weniger empfänglich gewesen, um das Problem zuzuhören. Das kann jetzt auch sehr, sehr individuell sein, aber wie ist das, wenn du von einer Seite kommt die Essstörung, von der anderen Seite hast du vielleicht Flashbacks von der von dem traumatischen Erlebnis und dann kickt Depression noch rein. Und jetzt solltest du noch an Michael zuhören, wie sein Leben der Bach abgeht. Ist das nicht zu viel negative Energie ab und zu nicht? Wie tust du das Es ist für mich, ganz im Gegenteil, es war für mich sogar viel einfacher gewesen, weil ich mich in den Problemen der anderen flüchten konnte. Okay. Ich habe mich nicht um meine eigenen Scheißprobleme kümmern. Und wegen dem, ich bin auch durchgehend immer in der Klinik gewesen, also beim Arbeiten. Okay. Ob ich jetzt überhaupt Dienst hatte oder nicht, ich bin immer dort gewesen. Weil das war mein sicherer Ort gewesen. Entweder beim Arbeiten oder bei meiner Familie. Okay. Aber hauptsächlich so wenig wie möglich die Heime. Allein? Alleine oder dort mal mit meinem Ex. Okay, ja. Also, so Selbsthilfegruppen oder Hilfe zur Selbsthilfe, oder wie ich tue es ein bisschen forsch ausdrücken. Du kennst mich, ich bin ein Mann der direkten Worte. Ja. Viele lieben mich, viele hassen mich wegen dem. Kannst du, wenn du selber in deinen Problemen wie gefangen bist, dann auch die Unterstützung diesen Leuten bieten, die auf deine Hilfe dann angewiesen sind? Definitiv. Das kannst du? Definitiv. Blödes Beispiel, in der Zeit, wo ich mit dem Medikament anfangen musste, an dem gleichen Tag hat meine Patientin die genau gleiche Medikamente rein, in der genau gleichen Dosis. Okay. Und dann haben wir wie gefunden, hey, schau, ich mache jetzt genau das Gleiche durch wie du. Ab morgen starten wir beide. Ab morgen nehmen wir beide unsere Medikamente und wir schauen einfach mal, wie das auf uns wirkt. Wir probieren es jetzt einfach mal eine Woche aus. Wenn wir es gut vertragen, erhöhen wir. Wenn nicht, dann schauen wir weiter. Und sie hat schon dort das Gefühl gehabt, sie ist nicht alleine. Okay. Also es ist jemand, der tatsächlich den ganzen Scheiß mit ihr durchmacht. Also du hast wie die Fachexpertise, die du aus der Schule kennst, plus sagst du, ey, ich habe einen USP, ich habe etwas, das viele nicht haben, und das ist, ich habe die eigene Erfahrung, die ich wie mitnehmen kann. Und das macht mich, Brust raus, zu einer besseren Pflegerin oder zu einer Pflegerin, die mehr mitreden kann. Das ist ja auch so schwierig, immer über Themen reden, wo du keine Ahnung hast. Und dann sage ich verstehe dich, halt die Schnur, du verstehst einen Scheiß. Du verstehst genau nichts. Genau, nichts verstehst. Du kannst dich empathisch zeigen, dich reinfühlen, probieren, aber heisst nicht, dass du es wie verstehst. Ist das, dass du sagst, du kannst das dann auch besser? Ich finde schon. Wenn es die Themen sind, die ich halt wie selber erlebt habe, dann definitiv. Wir haben ja bei uns in der Psyche haben wir ja Peer-Mitarbeiter, also Mitarbeiter mit Erfahrungen, die aber keinen Pflegehintergrund haben oder Ärzte oder was auch immer, sondern rein Erfahrungen mit Krankheiten. Und ich spiele jetzt halt wie ein bisschen in beidem.
Ja, ja, du bist halb Peer und halb Pflegerin. Voll. Ja, so. Der Hybrid. Hybridmodus, ja, ja, sehr wichtig, sehr wichtig. Okay. Ja. Okay. Und dann, wenn du jetzt, sagen wir, eine neue Stelle angehst, dann sagst du von Anfang an, ey, schau, ich habe die Diagnose. Ja. So. Ich habe im Februar eine neue Stelle angefangen. Ja. Beim Bewerbungsgespräch habe ich direkt gesagt, hey, schaut, ich habe das und das. Und ich mache kein Geheimnis daraus. Die Gesellschaft tut uns genug auf die Seite legen. Ja, kategorisieren oder Voll, auch, oder auch, macht ja. ein Tabuthema daraus. Genau. Ich mache das nicht. Okay. Wenn es dazu passt, wenn es im Gespräch, was auch immer, ich mit den Patienten halt am Reden bin und das passt gerade dazu, dann sage ich es. Mhm. Und ich stehe dazu. Mhm. Und dementsprechend haben sie wie müssen auch schauen, wenn es das nicht. Ja. Hätte es nicht wollen, wäre nicht gegangen. Ja, ja. Gibt es auch Leute, die sagen, sie wollen das nicht? Oder hast du schon mal Erfahrungen gemacht, die gesagt haben, nein, lieber nicht bei uns? Ja. Schon? Ja. Ist das eine Krankung dann, oder ist das so easy, musst du Hey, wissen? ist wie ihre Entscheidung. Okay. Ich bin dann zwar gleich gegangen, weil ich dort mal einen Job gebraucht habe. Ja. Ich bin aber schnell wieder weggegangen. Okay. Definitiv. Okay, okay. Weil das hat nur das Ganze wie nochmal bestätigt. Ja. Sie stehen nicht zum Patient. Sie stehen nicht zu Ja. der Pflege selber, Mhm. zu den Ärzten, zu den Meinungen der anderen und dementsprechend nein. Mhm. Also du lässt dich auf Diskussionen ein. Wenn dann jemand sagt, hey, ich habe ein bisschen Bedenken, dann sagst du, reden wir offen darüber. Ich verstehe deine Bedenken. Ich verstehe also, dass die Angst ist ja von einem Arbeitgeber, dass du ausfällst, glaube ich. Oder? Die Angst vom Arbeitgeber ist nicht, dass die nach 2 Wochen kommt, und ich drücke es mega forsch wieder aus, nicht, dass sie nach 2 Wochen kommt und nachher macht sie mir 3 Monate krank mit irgendwie, ich habe jetzt wieder Depressionen, oder? Das war auch ein Thema, beziehungsweise eine Frage bei meinem jetzigen Arbeitgeber. Okay. Wie sieht es aus mit dem Ausfallen? Und Okay. dort musste ich ganz klar sagen, schau, aufgrund der Depressionen, der Krankheiten, in den letzten 5 Jahren bin ich 2 Wochen daheim. Okay. Mehr nicht. Okay, also du tust es eigentlich im Keim ersticken mit der Realität, wie sie aktuell wie bei dir ist, und das ist wie nicht passiert. Also ich sage dir ehrlich, ich habe das bis heute nicht gewusst. Also bis zu dem Tag, wo du mir geschrieben hast, hey, reden wir mal wieder drüber. Ich habe das nicht gewusst und ich habe auch nie die Ansicht gehabt von dir, die ist jetzt irgendwie dort durch voll labil oder sie mag nicht, Ja. gar nicht. Du bist immer der Sonnenschein gewesen auf der Station, du bist immer mega happy, du lachst die ganze Zeit. Fassade. Ja, jetzt macht Sinn. Nein, und auch, dass ich flüchte mich dort, dass ich mich nicht wie mit meinen Problemen muss befassen. Ja. Wann befasst du dich mit deinen Problemen? Wenn ich alleine bin. Oder wenn ich zum Psychiater oder zu meiner Psychologin gehe. Aber du bist ja nicht gern allein oder selten allein. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Also du bist auch mal gerne allein. Ja. Heisst das? Okay. Ja. Weil? Ich genieße die Ruhe. Schon geil. Ich Ich wow, lieb's. himmlisch. Definitiv. Früher konnte ich ja nicht alleine sein, beziehungsweise mich die Heime zurückziehen, weil ich ja noch mit meinem Ex dort mal gewohnt habe. Mhm. Durch dem, wo ich Traumaerfahrung kennenlernen. Wow, hast du es nicht ausgedrückt. Ja. Kein Und jetzt? Kommentar. Und jetzt halt komplett das Gegenteil. Bin ja jetzt verheiratet. Er arbeitet auch in der Schichtenwelt. Dementsprechend arbeiten wir oft aneinander vorbei. Mhm. Ich habe sehr viel Zeit für mich alleine. Schön. Definitiv. Ich kann mit meiner Familie Zeit verbringen und es ist eine andere Ruhe. Mhm. Mhm. Ja, es ist so. Früher, durch das Erlebnis oder durch auch das Zusammenleben mit ihm, ist das wie gar kein Allein gewesen, weil du bist immer auf Nadeln gewesen. Du bist wie so, wenn eskaliert es wieder. Du kannst auch wie nichts machen und dann passt etwas nicht und bam, schon eskaliert es wieder, oder? Definitiv. Und das ist ja keine Ruhe. Nein. Das ist ja auch kein Alleinsein. Nein, ich war ja 3 Jahre lang praktisch durchgehend auf Nadeln. Ja. Egal, wo ich war. Ja. Ob ich jetzt unterwegs war, beim Arbeiten, bei meinen Eltern, also allgemein bei der Familie oder die Heime. Mhm. Es hat jederzeit explodieren. Mhm.
Ja, das weiss ich noch, dass du während der Arbeitszeit ein bisschen erzählt hast, was dir heim abgeht. Und ich habe es nicht verstanden. Ich bin erst mal hässig geworden. Ich habe gefragt, ob ich schlägeln für dich. Das weißt du das noch. Weil ich das einfach nicht abhaken kann, dass man seine psychische oder physische Überlegenheit, in dieser Hinsicht ist es sicher nur die physische Überlegenheit gewesen. Leider beides. Würdest du sagen? Also ich glaube nicht, verstehe mich nicht falsch, ich glaube schon, dass du psychische Traumata erlebt hast, aber ich glaube nicht, dass er psychisch dir überlegen war. Also er ist nicht psychisch stärker gewesen als Nein. du, er hat einfach psychischen Druck können machen. Ja, Das ist so, es, oder? ja. Also, und wenn man das ausnützt an schwächeren Leuten, oder die das nicht haben, ist so etwas wie ein Trigger, jetzt maximal. Und dann kommt der Tür raus, das ist mir gleich, und dann komme ich auch und schlägle für dich. Ja. Aber das war ja für mich wichtig in dieser Situation. Ich habe gewusst, falls irgendetwas ist, ich stehe nicht alleine da. Ja. Ich meine, meine Familie weiss bis heute noch nicht genau, was alles passiert ist. Sie werden es auch nicht herausfinden. Ja. Haha! Falls ihr gedacht habt, jetzt erfahrt ihr das. Bam! Gar nicht erfahrt ihr das. Nein, finde ich auch gut. Also gut im Sinne von, wenn du es für dich kannst wie ausmachen, das ist auch immer das, was bringt es. Genau. Was bringt es aus, dass deine Mami traurig wird, dein Dad traurig wird? Was haben sie davon? Genau, habe ich auch nichts mehr davon. Ja, wenn sie sagen, oh du Arme, es bringt dir wie auch nicht. Mitleid brauchst du nicht. Nein. Mitleid bekommst du nicht. Und ein riesen Shoutout zu deinem Mann. Ich habe wie das Gefühl, Miss Sunshine hat Mr. Sunshine gefunden. Es ist, also ich kann euch jetzt wie nicht so übertrieben gut, das muss man auch dazu sagen, eben vom Arbeiten. Ihn kenne ich jetzt von dieser Hochzeit, von diesen paar Tagen, aber wir haben schon echt gebondet. Er ist so ein bisschen wie du. Ja. Schon? Ja. Oder? Er smilet den ganzen Tag. Ja, 2 Smileys auf beiden, so, wirklich. Ja, voll. Ist das eine Fassade? Immer noch? Nein. Ja. Was hat Nein. sich geändert, dass es keine Fassade mehr ist? Ich kann mich wieder erholen. Ich habe jetzt 3 Jahre lang mich eigentlich durchgehend erholt. Seine Liebe zu mir, da jedes Einzelteil von meinem Herz umflicken. Ja, schon, das ist mega schön. Und ich bin nicht mehr auf Nadeln. Ja. Ich kann mich einfach entspannen. Ich kann einfach ich sein vor allem. Das ist das Wichtigste. Definitiv. Und seine Anwesenheit, die Sicherheit, die ich jetzt habe. So, hey, ich kann einfach ich sein und es passiert nichts. Du wirst nicht judged für etwas, was du machst, sondern man liebt dich vollkommen, wie du bist. Mit diesen schlechten Seiten, die jeder Mensch hat. Voll. Aber auch die schönen Seiten und eben, wie du sagst, man muss nicht auf Nadeln sein. Hat es einen Schlüsselmoment gegeben, wo du gedacht hast, so, jetzt habe ich das wie abgelegt? Weil ich kann mir vorstellen, so von einem traumatischen Erlebnis, man kommt weg davon, man ist wie weg, aber im Kopf ist es ja immer noch. Ja. So, weißt du? Wir haben mal gestritten. Und ich bin eher die, die zuerst schreit, brüllt dazwischen natürlich, und dann hau ich ab. Okay. Und dann verpisse ich mich. Okay. Und dann bin ich irgendwie nach einer Stunde oder so bin ich dann wieder zurückgekommen. Ich war irgendwo mitten in einem Feld drin. Random. Voll irgendwelche Scheiß gesehen. Und er war aber da. Okay. Und er hat sich einfach mehr Sorgen um mich gemacht. Er hat mich nicht verflucht, für dass ich davon gelaufen bin oder sonst irgendetwas. Er war einfach nur froh, dass ich wieder da bin. Okay. Und das ist etwas so für dich, so ein Schlüsselmoment, wo du gedacht hast, wow, kann ich so gar nicht, was machst du da? Ich habe jetzt gedacht, ich bin allein. Voll. Ja. Oder dass, wenn ich irgendetwas sage, ich mache heute die Wäsche, mache sie aber dann nicht, weil ich keinen Bock habe, dann ist es aber trotzdem voll okay. Du wirst nicht judged gerade, oder? Es sind an deiner Persönlichkeit gemessen. Du bist jetzt so und so. Nein, gar nicht. Okay. Wenn du jetzt die Laura von früher müsstest begegnen und du siehst, wie sie langsam in die Beziehung rutscht, was wär dein Spruch oder dein Satz? Oder was würdest du gerne einer kleinen Laura wie mitgeben, dass sie nicht
den Fehler soll machen. Also, verstehst du, was hast du heute gelernt, was du damals nicht gewusst hast, dass es überhaupt so weit gekommen ist? Du musst nicht für jemanden da sein, der es nicht will. Schön gesagt. Mal? Ja. Nein, schön gesagt. Hat vielleicht etwas bei mir persönlich gerade getroffen. Sorry. Nein, voll. Wieso gibst du dir das, wenn du... Ja. Voll. Wenn gar nichts zurückkommt. Du bist wie gar nicht willkommen. Was machst du überhaupt noch da? Wieso gehst du dann noch weiter? Und was würde die jüngere Laura darauf antworten? Oder wieso bist du so lange stuck in dieser Situation? Ich habe meine Psychiaterin findet ja, ich kann ihn retten. Scheiß Retterinstinkt von Pfleger. Fuck off. Scheiße. Wir haben das schon ein bisschen. Ich schwöre, das ist schlimm. Du brauchst häufig Schläge für dich. Positives Beispiel, aber da sieht man es auch wieder. Ja. Genau. Und ich habe das Gefühl gehabt, daher meine Pflegeerfahrung und bla bla bla. Und hey, ich höre mir doch die ganze Geschichte hinter an von demjenigen Typ. Und in jedem Mensch hat es immer irgendein Stückchen Gutes. Kriegs. Und ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich ihm das gebe, was er in der Vergangenheit nicht gehabt hat, dann wird er seine böse Seite oder Bad Boy oder was auch immer können ablegen und auch er zu seiner Ruhe führen. Und heute sagst du? Oh, fick dich. Fick dich und deine Bad Boy Vibes, meine Schwester. Ja, definitiv. So, gell? Ja. Für jemanden, der nicht will oder noch nicht bereit dazu ist, um zu dieser Ruhe zu kommen, muss ich meine Zeit nicht opfern. Blödes Beispiel, so Bezug auf Psyche. Ich habe ganz viele Patienten, die ich schon seit Jahren kenne. Nur weil sie immer wieder kommen, heisst nicht, dass sie versagen. Es war einfach nur noch nicht der richtige Moment gewesen. Ja. So die Retour-Patienten, die Genau. immer wieder kommen. Ja, Genau. Voll. Und eines Tages, sei es beim 100. Aufenthalt, beim 200., was auch immer, kommt irgendwann der richtige Moment, wo sie dann finden, boah, ja, okay. Jetzt macht es Klick. Jetzt macht's. Ja. Okay. Ich habe mega viele Fragen. Ich stelle einfach, du sagst mir, wenn ich meine Fresse so lebe. Ich habe gesagt, ich habe deine Fresse, wäre ich gestorben. Du bist so lange in dieser Spirale gewesen, wo es dir nicht gut gegangen ist. Und auch mega viel eben physisch und psychisch, wo du über dich hast müssen ergehen lassen. Wo war denn der Punkt, wo du gesagt hast, so und jetzt ziehe ich Reissleine? Scheiße. Ja, Weil der Punkt war nämlich nicht bei mir. Okay. Während ich im Spätdienst war, verschissenster Spätdienst ever hatte, zwischen Aggressionsereignissen, Patienten, die man halb verreckt und alles, habe ich noch ein SMS dazwischen bekommen. Hey, übrigens, ich habe eine andere. Somit mache ich mit dir Schluss. Wow, ist gut. Danke. Danke für das. Ja. Du bist schon eine, die Probleme weglacht. Schön, Ja, jetzt lachst du. Ja, Mann. That's my thing. Nein, okay. Ja. Und da ist so wie von schon mein verschissener Abend wie noch eins oben drauf gewesen, und ich gefunden habe, fuck you. Voll, einfach fuck you. Und gleichzeitig, ich bin ihm jetzt seit 3 Jahren so dankbar für diesen Moment. Weil mit der ganzen Unterstützung, die ich hatte, meine Familie, mein ganzes Umfeld etc., ich weiss nicht, wenn ich das angebracht hätte. Ja. Also du sagst selber, du sagst offen und ehrlich, mir hat die Kraft damals gefehlt. Ich habe es wie gar nicht gesehen und ich bin aus dieser Spirale nicht rausgekommen. Ich will ihm helfen, weil... Also so einen Moment hat es doch sicher nicht nur einmal gegeben. Nein. Oder? Und ich bin auch oft in diesem Gedankenkreis von wegen, was mache ich eigentlich da? Wieso kann ich nicht weggehen? Aber ich bin
psychisch so abhängig davon gewesen, obwohl er mich komplett auseinandergenommen hat, was ja von hinten bis vorne keinen Sinn gemacht hat. Und gleichzeitig habe ich es aber nicht geschafft, mich davon loszureissen. Weil ich höre das oft, ich höre das oft von Kolleginnen oder allgemein von Frauen, dass sie das so haben, so ich rette ihn, ich will ihn retten. Also gibt es sicher auch bei Männern, ich gehe ab und zu auch rein. Aber bei Frauen ist es so noch öfter so, also dass ich darf ihn jetzt nicht liegen lassen, ich muss wie viel. Kannst du dir erklären, jetzt mit deiner Erfahrung, woher kommt das ein bisschen? Du kannst auch sagen, nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht, das ist so individuell. Woher das kommt und wie man das wie kann durchbrechen vielleicht, die Leute. Ich glaube, es wird viele Zuschauer und Zuschauerinnen haben, die in dieser Position wie sind und denen wie jetzt so ein Tipp, wenn man das kann. Schaut, dass er euch betrügt und euch das sagt. Das ist das Einzige, was hilft. Nein, hat auch nicht geholfen. Okay. Schaut, dass ihr einen schlechten Spätdienst habt und er euch dann schreibt. Dann haben wir das geschafft. Dann ist geil. Dann ist gut. Hey, keine Ahnung im Fall. Schon kannst du gar nicht sagen. Ich meine, du siehst in jedem scheiß Hollywood-Film, der rettet die rettet den und es ist die Liebe von seinem Leben und sie war meine Retterin gewesen. Vielleicht das. Schon das. Hast du die zweite Folge geschaut? Ja. Mit dem Randy? Ja, vorgestern. Vorgestern, wo er gesagt hat, Frauen träumen immer so vom Hollywood-Liebesfilm und Männer von einem Porn. Und das ist so. Ja. Ja, siehst du? So schließt sich der Kreis. Das zweite Mal. Oh, ich liebe den Podcast. Das ist so geil. Heute habe ich auch mit der Wally, eine Kollegin, die Folge wird, glaube vor dir rausgekommen, hat sie auch gesagt, ich habe etwas probiert vom Podcast. Das hat mir hure cool gefunden. Ich bin so, oh Gott, so schön. Es ist so das grösste Lob, das du mir kannst geben kannst, ist wirklich das. Aber das deckt sich auch mit dem, was du am Anfang gesagt hast. Weil du hast gesagt, das sind die Drehtürpatienten, die 100 Mal kommen, 200 Mal kommen und die wissen gar nicht, was anders ist, aber irgendwann macht es wirklich Klick. Und bei dir hat es wie einfach Klick gemacht dann. Oder es ist so... Also, ja, zwungenermassen. Ja. Zwungenermassen, aber er ist dann ja auch sicher wieder gekommen und hat gesagt, er will es, aber du hast wie gemerkt, er will. Also, ich kenne ihn ja auch, Mann. Ich kenne ihn ja auch. Stimmt. Ich kenne ihn ja auch. Oder der Moment, wo jetzt auch gekommen ist und er gesagt hat, ist das gekommen? So, sorry, ist ein Fehler gewesen. Ah, nein, doch nicht. Ah, das ist gar nicht gekommen. Nein, der Moment ist gar nicht gekommen. Er ist bei mir aufgetaucht. Okay. Komplett verschissener Zustand. Gleiche Geschichte wie durchgehend in diesen 3 Jahren. Aber daher, dass ich so eine Entlastung hatte, an dem Tag, wo er ja mit mir Schluss gemacht hat, ich habe ihn gar nicht gebraucht. Ich wollte einfach nur, dass er wieder geht. Eben, also er ist wieder gekommen. Er ist wieder gekommen, er hat aber irgendetwas müssen holen von die Heim oder irgend so etwas. Aber eben für dich war es nicht so gewesen, wer hätte er bleiben, hättest du sowieso nicht wollen, dass er bleibt. Aber was war jetzt anders gewesen bei dem Mal, als bei den anderen 20 Mal, wo er das Gleiche durchzog? Kannst du nicht sagen. Ich glaube aber auch in so einem Moment, wenn ich zum Beispiel, oder jetzt sagen wir, ein mega guter Kollege von dir, Kollegin, deine Mutter, dir sagt so, hey, das ist wie falsch, das bringt er eigentlich wie in dem Sinn. Die Steffi, also meine beste Kollegin. Sie hat das Beste ist geworden. Alter, fix, schon so ewig lang. Du klein. Ach schon, voll herzig. Es passt auch. Voll der Dreierpack sind wir. Mit der Noah zusammen. Ah, immer noch? Ihr arbeitet aber nicht mehr zusammen? Nein. Aber hat sich voll... verankert. Geil. Also Steffi ist auch eine Kollegin, mein Bruder hat mir gesagt, wenn du über andere Leute redest, erklär dir. Die Leute fragen sich immer, wer da fragt, über wer er redet. Steffi ist eine Kollegin, mit der habe ich die HF-Ausbildung gemacht. Und sie habe ich dann nachher auch ins Sunny geholt, weil wir auch mega gut befreundet waren. Und Noah ist eine, die bei uns random angefangen hat und wo ihr euch einfach mega gut verstanden habt. Wir hatten praktisch jeden Spätdienst zu dritten gehabt. Okay. Aber es ist auch ein gutes Trio. Voll. Ich kann nicht mit brüllenden Leuten kann ich nicht. Ja. Für das war dann Steffi zuständig. Ja. Okay. Es sind dann aggressive Leute herum, für das bin ich dann wie angegangen. Okay. Und wir haben das einfach durchgehend ergänzt, egal in was für eine Situation. Okay. Also ich kann gut mit Brüllis, das ist wirklich, das hat sie immer schon können. Ich bin ja... Oh.
hey, geht's? Ein Schluck. Was auch immer da drin ist. Okay. Ja, genau, die Steffi. Die Steffi hat ja durchgehend von A bis Z über alles Bescheid gewusst. Und sie hat mir auch immer gesagt, hey, schau, es bringt einen Scheiß, wenn ich dir sage, mach Schluss. Weil irgendwann wirst du dann aufhören, dich mir gegenüber zu öffnen. Die weiss schon wie. Die schwör. Frau ist schon... Und sie ist einfach durchgehend für mich da gewesen und hat sich den ganzen Scheiß angehört. Weißt du, und so gesagt, wie nicht ihre Meinung mir preisgeben. Nicht urteilt so. Gar nicht, so. gar nicht. Auch für sie war wichtig, dass es mir gut geht. Fix. Egal in welchem Moment, wenn wir gestritten haben, was auch immer passiert ist, habe ich ihr immer geschrieben. Okay. Das heisst, sie ist immer omnipräsent da für mich. Und ja, und immer noch. Ja, okay. Aber sagst du dann so, der Schlüssel ist schon natürlich ein Umfeld, das man braucht. Aber nicht nur ein Umfeld, das immer mit dir mitschwingt. Weil es gibt ja die Leute, du sagst zum Beispiel, ja, ich liebe ihn schon. Und dann sagen sie, ja, Schatz, ich verstehe dich. Und dann sagst du, ja, aber ich hasse ihn. Ja, Schatz, ich verstehe dich. Weißt du, so die People-Pleaser, das sage ich immer, ich hasse so Leute. Sondern, wo ehrlich ist, aber dir auch sagt, ey, schau, es bringt nichts, dir meine Meinung zu sagen, weil am Ende machst du wie du willst. Darum, Klar. Ich bin einfach für dich da, wenn du mich wie brauchst. Und du sagst, das ist so etwas, was dir extrem viel gegeben hat. Definitiv. Oder? Eine Definitiv. ehrliche Kollegin. Ich meine, ich habe mich nie irgendwie müssen dafür schämen, was mir gerade passiert. Ja. Ich habe gewusst, egal an welchem Punkt ich aktuell stehe, ich kann mich öffnen. Ich bin mal mit einer Verbrennung umeinander gelaufen. Sie hat gewusst, was das für eine Verbrennung ist. Allen anderen habe ich natürlich einen Bullshit erzählt. Mir auch, in dem Fall. Ja. Ja, nein, fair enough. Fix. Man muss auch nicht erzählen, es ist etwas vor allen machen. Weißt du, wie ich meine? Das ist immer wieder, was bringt die Info? Es sind ja auch Themen, die mit Scham behaftet sind. Das ist so. Wieso lasse ich das mit mir machen? Du weißt ja selber, das hast du nicht verdient, aber du kannst es ja nicht erklären. Nein. Sorry, ich habe dir voll ins Wort Alles gegeben, gut, alles gut. Verbrennung, Steffi? Verbrennung, Steffi. Ja, genau. Und sie hat ja gewusst, wie ich jetzt zu dieser Verbrennung gekommen bin. Sie war einfach für mich da gewesen. Sie... Weißt du, nicht mehr. Ja, nicht urteilt, nicht Gar judge, nicht. nicht jetzt musst du ihn, siehst du nicht. Nein. Also nachdem, wenn du immer noch bei ihm bleibst, das ist ja dumm und so. Wie Gar du sagst, nicht. das bringt dich ja viel mehr weg. Du Ja, bist ja von nicht mehr ihr. offen, weil du denkst so, easy sieht alles Bild wie von mir, dass ich mich nicht respektiere. Und es ist ein mega schambehaftetes Thema. Das ist so. Das ist so. Und darum noch wichtiger, dass wir darüber reden. Und ja, ich finde es mega stark von dir, mega offen, ehrlich und transparent, dass du da hockst und wir über das redest. Ich finde das nicht selbstverständlich. Wieso soll ich ein Geheimnis daraus machen? Ich muss. Ich kann doch ein Beispiel für meine Patienten sein. Ja. Oder für alle anderen, die selber Krankheiten haben. Ja. Wieso redet man tagtäglich über einen verdammten Fußgips? Aber nicht, wie es einem eigentlich wirklich geht. Oder was man durchgemacht hat. Ey, ich habe das schon mal erwähnt, vielleicht hast du das auch schon gehört. Ab und zu sage so oft die gleichen Sachen, aber das ist so, ich bin der Überzeugung davon, darum sage ich es immer. Wenn du einen Gips hast, oder wenn du den anbrichst und ich frage dich, hey Laura, wo bist du? Laura, wo bist du? Ja, nicht, ich bin da im Spital, habe mich angebrochen. Aber wenn du depressiv dort liegst, in einer Klinik, sagt nicht jeder, ich bin da in einer Klinik. Obwohl, für das eine kannst du genauso wenig wie für das andere. Ist Also, ja so. dort hast du Pech im Leben gehabt und du bist ausgerutscht und bist runtergefallen. Und dort hast du Pech im Leben gehabt, du bist auch ausgerutscht und bist in eine Situation hineingekommen, wo du kannst ja wie nichts dafür. Definitiv. Du kannst ja wie nichts dafür. Und du sagst dann, wieso soll ich ein Geheimnis darum machen? Weil, wenn jemand eine Meinung darüber hat, er redet 2 Minuten darüber und dann kickt eigene Probleme rein und er denkt sich so, also weißt, ich habe so viel wie jetzt tun, was soll ich jetzt über andere Menschen wieder nachdenken? Ist das schon immer die Platte gewesen, die du hast, oder hat sich das auch mit den Jahren, mit der Zeit etabliert, entwickelt? Nein, ich glaube, das hat sich alles entwickelt. Ich meine, ich war früher einfach viel zu naiv gewesen. Friede, Freude, Eierkuchen war mein Leben gewesen und bla bla bla. Und so im Nachhinein, indem ich mich halt auseinandergesetzt habe mit der Psyche und was alles dahinter steckt, fuck,
was so einzelne Sätze alles ausmachen. Oder wie ich zu meiner Essstörung gekommen bin. Aussagen von anderen, mein sehr kleines Selbstwertgefühl und Selbstliebe, die komplett am Arsch war. Und du findest, okay, jetzt macht es wie Sinn. Und wieso kann man nicht eher drauf schauen? Wieso fängt man nicht schon in der Schule damit an? Ein riesiges Thema, das ich sowieso finde, also das Schulsystem. Ich hoffe, dass es klappt. Ich habe eine Kollegin eingeladen, die Lehrerin ist und ich würde gerne mit ihr darüber reden. So, ich habe letztens auch einen kommentiert bei einem Video, schöne Themen, wieso bespricht man das nicht schon in der Grundschule? Voll. Oder auch andere Themen. Ich sage jetzt etwas, das sagt jeder, ich weiss, man kann es nicht mehr hören. Steuererklärung, wie geht das Steuererklärung? Wieso lerne ich das nicht in der Schule? Wieso lerne ich fucking Algebra und Wurzeln ziehen? Das wirst du irgendwann brauchen. Keine Ahnung, ich bin 30 geworden, habe noch nie gebraucht. Ich habe noch nie Wurzeln ziehen von irgendwo. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Also verstehst du? Aber eine Steuererklärung muss ich jedes Jahr machen und ich bin am Anschlag. Ich denke mir so, kann ich nicht noch etwas abziehen? Das sind viel zu viele Steuern, Mann. Jedes Jahr aufs Neue. Aber hey, wir können den Umfang von der Sonne ausrechnen. Ja, genau. Hilft mir. Hilft mir brutal. Super, ich kenne jeden Dinosaurier mit seinem scheiß Vor- und Nachnamen und seiner Spätz und wie lang sein Schwanz war. Aber keine Ahnung, wie ich mein Leben leben soll. Voll. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, wenn ich traurig bin. Ja. Wenn ich hässlich bin oder sonst irgendwelche fickte Emotionen habe. Ja. Dementsprechend kommen dann Jugendliche viel schneller auf Drogen. Weil Sucht ist eine Gefühlskrankheit. Bam, bam. Ist so. Es ist ja so, es ist Tatsache. Das ältere Generationen, die finden, fängst mit Trinken an, fängst mit Rauchen an, kommst zum Kiffen, vom Kiffen kommst du zum Heroin und du findest, wieso? Wie bin ich jetzt vom Joint zu Heroin gekommen? Wann? Macht keinen Sinn. Nein, es macht keinen Definitiv Sinn. nicht. Aber es sucht halt einfach jeder irgendein Gefäß, wo er irgendwie flüchten kann oder irgendeinen Umgang mit seinen negativen Gefühlen oder Gedanken. Und daher, dass das wie nicht wirklich klappt, einfach verdrängen, konsumiert man halt immer mehr und häufiger, weil die halt auch immer wieder auftauchen. Ja, Oder ja. irgendwelche Scheiße dazukommt und man kann sich das Zeug nicht mehr leisten, also geht man in Kriminalität und von dem kommt anderes Zeug und wusch. Wusch ist das ein Menschenleben wieder verschwendet. Für Voll. nichts. Voll. Für Und nichts. einfach nur, weil man nicht gelernt hat, wie mit Gefühlen und Gedanken umgehen. Ja. Und wir müssen für die Steuern zahlen. He? Das lernst du im Gefängnis, wenn du im Gefängnis bist, für was du alles Steuern zahlst. Das ist unglaublich. Jetzt weiss ich auch, wieso ich die Steuerrechnung nicht abdrucken kann. Es gibt so viel, auf die wir schauen müssen. Es ist schon so, die Stärkeren werden immer die Schwächeren mitziehen und eine Gesellschaft ist immer so stark wie das schwächste Mitglied. Ist so. Es ist ja so. Ich will dich noch mal etwas fragen. Das Trauma ist klar. Die Depression, die Essstörung, hat das auch stattgefunden oder ist das auch durch die Beziehung entstanden? Nein. Nein. Das nicht? Nein. Okay. Die Essstörung, die hatte ich schon viel, viel früher gehabt. Also sicher mit 14, 15, dort hat es langsam angefangen. Was für eine? Du musst nicht sagen, wenn du nicht möchtest. Binge-Eating. Binge-Eating? Okay. Für Laien bekannt Bulimie, die aber vergessen zu kotzen. Ja, das ist ja... Also ich habe eine Kollegin auch, die da geredet hat wegen Essstörung. Ich glaube, die wird vor dir preisgeben. Ich muss voll überlegen, so 20 Folgen, wo an mit diesen Folgen. Nein, und sie sagt auch, Binge-Eating ist ja das, korrigiere mich, mega viel Kalorien aufs Mal, wie suchtmässig reindrücken, auch wenn du gar keinen Hunger oder Lust hast. Einfach so das Verlangen, du musst das jetzt wie essen. Fertig. Ist so. Und eben, Binge and Perk, hat sie gesagt, ist so viel fressen und so viel kotzen. Ja, Und nur Bingen ist dann, du behaltst es auch wieder drin, Ja. oder? genau. Okay, das hat früher schon angefangen. 14 Ja, hast du gesagt. etwa 14, 15, dort war es so schleichend am Okay. Anfang gewesen. Okay. Und Depressionen ist kurz bevor ich mit der Ausbildung in der Pflege angefangen habe. Yes. Okay. Ja. Ursachen von dem, kannst du dir die erklären? Nein, ich bin schon im Winter eigentlich immer verkackte Stimmung, keinen Bock gehabt zum Aufstehen und es war einfach immer das gewesen. Okay. Bin nie rausgegangen,
Ich kann mich lieber in meinem Zimmer verkrochen. Okay. Ich sage jetzt etwas Freches, aber nicht, weil ich dich damit meine, sondern weil das so ein paar Stimmen sind von der Gesellschaft und du sagst mir einfach etwas dazu, wenn du möchtest. Depression ist doch jetzt einfach eine Ausrede für Leute, die keinen Bock haben, etwas zu machen. Ich meine nicht dich damit, ich habe selber in der Psyche gearbeitet, du weißt. Depression ist einfach eine Volkskrankheit, wo man, wenn man keinen Bock mehr hat, sich in dem wie flüchten kann. Statement? Du Missgeburt, und du wüsstest, was ich gemacht habe. Nein, aber du weißt, das ist nicht meine Meinung. Ja, alles gut. Es gibt sicher auch Leute, die ich finde, sorry schnell, die das machen. Die das ausnutzen tun. Und das ist mega unfair für die Leute, die wirklich an einer Depression erkranken. Definitiv. Okay, jetzt bin ich fertig. Hast du noch? Aber ich habe noch. Aber für den, der so Aussagen macht, finde ich einfach nur, Kollege, mach einfach mal den Scheiß durch. Und dann reden wir nochmal drüber. Ja. Für den Moment, wo du eventuell möchtest aus dem Bett aufstehen, aber einfach keine Kraft hast, fuck you. Ja. Also weißt Voll. Du sagst gar nicht mehr dazu. Nein. Fick dich und alles, was dir wichtig ist. Voll. Nein, ja. So für die möchte gerne, ich weiß Bescheid, bla bla bla. Nein, weißt du nicht. Wenn du weder in einer Psyche gearbeitet hast und die Menschen miterlebt hast, wenn du weder den eigenen Scheiß durchgemacht hast, heb einfach den Latz. Ich muss sagen, ich bin auch Psychopfleger. Was ich aber mega muss sagen, ist Persönlichkeitsstörungen. Zum Beispiel habe ich ein kleines Problem damit. Ja. Dissoziale Persönlichkeitsstörung. Das ist einfach ein Wichser, der Leute beleidigt, so wie ich jetzt gerade. Oder keine Ahnung, anderen sein Hack wegnimmt. Oder nicht Hackfleisch, sondern Hack heisst Recht auf Türkisch. Und dann sagt man einfach, der ist einfach dissozial. Weißt du, das habe ich auch in der Kasse, in der Psychiatrie früher. Ja, Hakan, die Leute sind jetzt einfach krank. Nein, jetzt in dem Moment ist er einfach ein Arschloch. Und wieso muss ich jetzt nicht so... Sorry? Sie sind nicht durchgehend Genau. krank. Wieso muss ich jetzt super nett sein? Und wieso sind Leute, die in der Psychiatrie sind, ich kenne die vom Privaten oder vom Gesehen her, und wenn sie in der Psyche sind, sind sie gerade noch mal kränker. So wie da darf ich ja. Nein, darfst du nicht. Wir sind auch Menschen. Wir haben... Nein, der Dreh durch, sorry. Definitiv. Persönlichkeitsstörungen haben aber wie so ein Ding für sich. Weil das sind die Eigenschaften, die wir auch haben. Also Borderline, jeder hat das ja ein bisschen. Narzissmus, jeder hat das ein bisschen. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen mehr. Nein, verstehst du? Und wieso muss immer, was mich nervt, Laura, ist, wieso muss alles diagnostiziert werden? Checkst du, was ich meine? Ja. Wieso Weil muss wir alles einfach einen Namen? allem einen Scheißnamen geben. Genau, wieso? Weil die Leute... Keine Ahnung. Die haben schon Probleme. Wir müssen einfach nur einen Namen noch dazugeben und dann kommt man klar damit. Nein, ja, was voll. verändert es? Genau. Wieso brauchst du jetzt die scheiß Diagnose? Das ist ja, du gehst zum Arzt und dann ist wie etwas verletzt. Es langt dir nicht, wenn der Arzt dir sagt, es ist verletzt, gib dem ein bisschen Ruhe. Dein AC-Gelenk ist angerissen und dann fühlst du dich so ein bisschen wichtig und denkst so, fuck, mein AC-Gelenk ist gerissen. Aber es hätte dir nicht gelangt, wenn er sagt, ey, du brauchst einfach wie Ruhe. Das ist schon das. Wir Das brauchen ist so. immer einen Namen oder, ja, ich habe eine Depression. Ja, ich habe nichts dafür, ich bin halt Borderliner. Nur weil man diese Diagnosen hat, heisst das nicht, dass man gegen die kämpfen kann. Und es heisst auch nicht, dass das chronisch sein muss und man das nie mehr ablegen kann. Du kannst ja an dem arbeiten. Wieso hast du eine Diagnose Depression, aber hast seit 5 Jahren 2 Wochen wie nur gefällt? Wieso? Weil du etwas dafür machst. Weil du dich reflektierst. Klar, medikamentös hast du gesagt, das ist wie eine Begleittherapie, aber es ist ja nicht, ich habe die Medis gefressen, jetzt geht es mir wie gut. Nein, es ist... Also, ich nehme ja jetzt meine Medikamente schon seit etwa 6 Monaten nicht mehr. Okay. Weil ich im Spital gelandet bin, wegen einem Nierenstein. Und dort musste ich mich entscheiden zwischen meinen Antidepressiva oder Schmerzmittel. Weil die sich beide zusammen nicht vertragen haben. Und ich gefunden habe, hey Depressiva, fuck you, ich brauche jetzt Schmerzmittel. Ja. Und seitdem habe ich es nicht mehr genommen. Okay. Und das funktioniert. Okay. Hast du etwas gemerkt? Nein. Nein. Nein, definitiv nicht. Und das zeigt mir wie auch wieder, okay, das Medikament, das ich jetzt ein paar Monate lang genommen habe oder ein Jahr lang genommen habe, hat mir eigentlich gar nichts gebracht. Aber es war wie ich halt ein Hoffnungsschimmer gewesen. Ja, okay. Aber was bringt es mir, wenn ich allem einen Scheißnamen gebe? Wenn ich zum Beispiel mit meinem Mann streiten und diskutieren oder er irgendetwas sagt, das mich triggert, für das kann er doch nicht. Ja.
Es triggert ja dich. Es triggert mich. Ich muss doch selber schauen, wie ich damit umgehe. Er muss nicht die ganze Zeit auf seine Fresse heben oder schauen, wie er mit mir umgeht. So befreiend. Ich habe am Nachmittag ein Gespräch gehabt, das mich maximal eingenommen hat. Ich habe gedacht, jetzt muss ich noch einen Podcast machen, ganz ehrlich. Ich habe mir so gedacht, dann habe ich mich schnell besinnt. Und schön, dass du sagst, das, was gesagt wird, das löst etwas in mir aus. Und das habe ich eben schon in mir getragen. Die Unsicherheit, die was auch immer. Das ist wie nur der Auslöser, aber am Ende des Tages ist es wieder meine Projektion von Gefühl, meine Wahrnehmung von dieser ganzen Geschichte. Klar sage ich ihm in dieser Situation, Kollege, heb jetzt einfach deine Fresse. Fix. Verpiss dich, lass mich jetzt einfach in Ruhe. Aber im Nachhinein, ich kann doch nicht dafür. Ja, voll. Ich kann ja nicht dafür, dass er etwas in dir getriggert hat. Voll. Und dann gibt es die Leute, die sich einfach dahinter verstecken und sagen, ja, die anderen. Und dann gibt es Leute, die sich einfach reflektieren und denken, ja, inwiefern hat das mit mir zu tun und inwiefern hat das wie mit dieser Person zu tun, oder? Und auch bei diesen Persönlichkeitsstörungen, wenn sie dann kommen und finden, ist ja immer alles scheiße, dann pack dein Zeug und geh. Ja. Voll. Dann musst du nicht da bleiben. Ja, voll. Genau. Ich zwinge dich nicht genau. zum Tanzen. Das habe ich gehasst auch in der Psyche. Wirklich so viel Motzen und easy. Ein paar Mal ist es auch krankheitsbedingt. Okay, lass. Aber ein paar Mal ist auch so, Bro, dann hau doch einfach ab. Also wer haltet dich da fest, Mann? Klar, wenn du ein FU hast, das ist eine fürsorgerische Unterbringung. Das heisst, die Polizei hat gesagt, du musst da sein oder sonst eine höhere Gewalt, weil du selbst oder fremdgefährdet bist. Das ist ja meistens oder nur der Auslöser. Und wenn nicht, dann kannst du die Psychiatrie jedes Mal wieder verlassen. Und ein Appell an alle Leute, die in die Psyche gehen und die Psychipfleger und Pflegerinnen ihre Eier stressen. Ein Grund, wieso ich heute nicht mehr in der Psyche Dankeschön. Hinter diesen Menschen oder hinter diesen Pflegerinnen ist auch ein Mensch dahinter, der all seine eigenen Probleme hat, eigene Dinge hat. Ich sage nicht, ihr müsst Rücksicht darauf nehmen. Die Leute kommen ja nicht an, weil sie wie Hilfe brauchen. Aber hört auf, die als euer emotionalen Punching Bag wie brauchen. Und ich bin in der Psyche, ich darf doch krank sein. Schau lieber, dass du den Scheiß wieder zusammenbekommst und wieso du dort gelandet bist. Und die Leute wollen dir eigentlich nur helfen und sehe das mal als so eine Sache an, als die müssen gar nicht, Alter. Letztes Mal hat jemand in unserem alten Gruppenchat etwas gepostet. Mit Mitarbeitern und behandelt ihr Mitarbeiter bitte gut. Boah, hast du dein Handy da? Ja. Nein, sorry, ich muss das schnell sagen. Ich habe das... Wer hat das geschickt? Kann ich das nicht? Ich habe das so gut gefunden. Ich mache ein bisschen Musik. Was ist es? Ein Bild? Das. Liebe Patienten, bitte seien Sie freundlich zu unseren Mitarbeitenden, denn diese sind derzeit viel schwerer zu bekommen als Patienten. Vielen Dank. Boss, die das geschrieben hat, Ich schwöre. eine Krone auf ihr kleines Köpfchen. Nein, brutal. Es ist ja so, ja, einfach ein bisschen Rücksicht nehmen. Einfach ein bisschen Ball flach halten. Was ist? Kommt etwas? Ja, Schiessen. langsam. Wir haben so viele Patienten. So wenig Pfleger. Aber es wird nicht auf die Pfleger geschaut. Ja, voll. Vergiss es. Voll. Pflegeinitiative ist also etwas ist angenommen worden. Hat sich etwas da in den Häusern? Ey, da drehe ich durch. Das ist ein Volksentscheid. Es ist mit Ja gestimmt worden. Ihr dürft das gar nicht entscheiden, ob ihr das machen möchtet. Ich habe gelesen, bis April 24 muss das durchgesetzt werden. Okay. Merkt ihr das? Haben wir ja noch ein bisschen. Ich habe es mir auch gemerkt. Nein, das ist etwas da fange ich an zu schlägeln. Wirklich. Der Kollege hat das schon bekommen, dort wo er schafft. Und jetzt musst du mal überlegen, wie lange ist das her? 2 Jahre vielleicht? Ist das nicht auch mit Corona-Zeit gekommen? Genau, ist doch 2 Jahre etwa, oder? Etwa. 2 Jahre. Der Typ bekommt jeden Monat 1000 Stutz mehr. Jetzt rechne mal aus. Das sind 26'000 mit dem 13. Monatslohn, wo den Leuten, die es nicht bekommen haben, wer das auch immer ist, das vorenthalten wird. Genau, verstehst du? Das ist etwas, nein, das ist wow.
Und dann, wenn wieder so eine Pandemie kommt, ey, wo ist die Pflege, wo ist die Pflege? Merkt das nicht, jeder geht weg von der Pflege, man. Keiner hat Bock mehr auf das. Tun die fucking Arbeitsbedingungen besser machen oder keine Ahnung was. Ich kann schon nicht mehr reden, ich kann gerade den Türk reinführen. Nein, es bringt doch nichts. Es wird immer kranke Menschen geben, es wird immer alte Menschen geben und Pfleger und Pflegerinnen, Ärzte, Ärztinnen, Psychologen, Psychiater, all das wird es immer brauchen. Wieso den Samen nicht jetzt schon setzen, richtig, dass auch etwas Gutes dabei rauskommt? Wieso schafft man immer in dem, bis hierhin ist es ja noch gut gegangen, bis hierhin ist es ja noch gut gegangen? Ich hatte mal einen Bereichsleiter, der gefunden hat. Kein Name. Der gefunden hat, wir gehen das Problem an, wenn es dann da ist. Ja, super. Fuck you. Super. Ich hatte auch einen Chef, der gesagt hat, Schwarzmalerei tun wir jetzt nicht betreiben, lieber Hakan. Ich habe gesagt, schon wie du meinen Namen ausgesprochen hast, bist du mir maximal unsympathisch. Nein, schlimm. Nein, was ist das? Was ist das für eine... Ich muss doch überlegen, was... Das ist ja also das Pflegeding. Ich muss doch überlegen, was morgen schon passiert, damit ich die Probleme heute vielleicht schon bekämpfen kann. Und dann ist es super, wenn du so einen Chef hast, der so redet und denkst, okay, was habe ich jetzt eigentlich gelernt? Geht man aber mindestens 5-mal am Tag auf die Eier wegen dem. Ja. Aber hey, wir gehen es ja erst dann an, wenn es dann da ist. Yes. Wenn es dann da ist, Laura, was machen wir? Ich habe es dir ja gesagt. Ja, egal, jetzt Vergangenheitsmusik will wir nicht spielen. Jetzt ist da, reden wir. Ja, Alter, ich habe es dir ja gesagt, schon lang. Ey Laura, ich würde mega gerne nochmal da mit dir sitzen, weil wir haben auch nochmal ein Thema. Wieso darf sie denn da so hinterher chillen? Nein, du darfst ja alles. Du bist... Darf ich? Darfst du. Du bist schwanger. Und das gerade doppelt. Ja. Oder darf ich das sagen überhaupt? Jetzt Ja, ist, okay. ja, jetzt ist schon gewesen. Du bist Mami von Zwilling. Ja. Ein Thema, das mich mega interessiert. Das Thema auch jetzt gerade, du bist jetzt im wievielten Monat? Ende 4. Ende 4., Anfang 5. Das heisst, sicher Sachen, die du schon erlebt hast, Sachen, die du erfahren wirst. Wenn es Leute dort gibt, die Fragen haben, die ein bisschen wieder davon mitbekommen möchten, da bist du offen genug, eben, dass wir da nochmal zusammenhocken, darüber reden. Aber ganz kurz, wie ist das erste Mal, dass du erfahren? Wie ist das? Ist das so? Ist das Antidepressivum? Kann man das so benennen? Ein Kind allgemein. Ein Riesenwunder. Ja. Ein Riesenwunder, überhaupt können schwanger werden, schwanger können bleiben. Und dann sind es nur 2. Aber es gibt einem so viel. Schon, gell? Das höre ich mega viel von meinen Kolleginnen. Hey, es ist im Fall erst da, ich spüre sie ja noch gar nicht. Aber sie haben schon meinen ganzen Körper, mein ganzes Leben durcheinander gebracht. Ja. Es ist voll okay. Okay. Sie dürfen. Es ist wie okay. Es ist schön. Es ist mega schön. Voll. Und vielleicht so ein bisschen abschliessende Worte, wenn man jetzt stuck ist mit einem Partner, mit einer Partnerin, die offensichtlich nicht einem gut tut. Wir haben rausgehört, klar, der richtige Moment muss wie kommen, für das gibt es kein Geheimrezept, aber was sind Tipps, die du gerne diesen Leuten wie mitgeben würdest? Wo du jetzt vielleicht, du sagst auch, vielleicht hätte ich das früher gehört, hätte ich das vielleicht wie nicht geglaubt, aber jetzt Leute, die dir zuhören, etwas, was du denen mitgeben möchtest? Hol dir Hilfe. Und du stehst garantiert nicht alleine mit dem. Ja. Wirklich nicht. Okay. Eben, es hat 100'000 andere Leute, die den genau gleichen Scheiß durchmachen. Es hat genug Orte, wo man sich wenden kann. Irgendwie Opferhilfe und so Zeug. Oder auch in den Psychikliniken kann man sich definitiv wenden. Bei den Bullen. Aber holt euch fix Hilfe. Okay. Also du bist nicht allein draussen, leg den Scham auf die Seite, auch wenn es schwerfällt, weil am Ende des Tages, jeden Tag, wo du es nicht gemacht hast, wirst du noch mehr blüten, als wenn du es einen Tag vorher gemacht hättest. Kann man das so zusammenfassen? Etwa, ja. Okay. So ist etwas, was du gerne möchtest droppen, bevor wir da... Ist okay. Ist gut. Genug Seelenstriptease. Hey, danke vielmals, danke fürs Zuhören. Wie immer lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Schön gibt es so offene Menschen wie Laura, die darüber reden. Und ja, schneiden wir uns alle Scheiben ab davon. Danke vielmals, Laura. Danke dir. Hat's Barbar Maimuna. Oh, geil. Danke vielmals. Oh, bitte schön.